Du darfst alles auf Job holen, mit muss witzig sein. Und es gibt natürlich auch schlechten Humor, ne? Also wenn es sollst du abscheißen, und nicht drauf. Das heißt, scheiß auf Gemengen, an Politiker, an große CEOs, an Companies, ne? Scheiß drauf. Ja. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busseler. Und ich bin den Philipp Biberich. Und heute mal die ganz große Ehre, bei uns begrüßen zu können, den Salomon Carlos. Für uns fängt ich weiß nicht, ob ich die Witze kann direkt bringen. Aber ich wollte fragen, ob dein Auto aber rumgefahren ist. Für ein Auto. Für was schwätzt du dann? Hi Mama dann so lachen. Die lachen. Man weiß Carlos. Den Carlos. Ich finde ihn auf der Schaft, der könnte man mit dem Witz bei mir so, hey, ich kenne du Carlos. Und du findest lieber gut, gell? Genial. Genial. Das hat echt am angefallen. That's the worst start ever. Egal, das ist gut. Das ist dein Opening für ein Stand-Up-Comedy. Ja. Ja, Stand-Up-Comedy. Jumpen direkt ran. Ich meine, dafür bist du daheim. Du bist nicht schei. Willst du einen Witz erzählen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Du bist zu nicht genug. Nee, Quatsch. Aber erzähl mal, was du hörst. Also du organisierst am Anfang Stand-Up-Comedy hier im Land. Das stimmt, ja. Voilà. Wie heißt das? Wo ist es? Also meine Organisation heißt Luxemburg Live and Out Loud. Und das ist ein informeller kleiner Comedy-Club, wo wir Komiker aus dem Land zusammenrappen. Wir nicht so viel Comedy. Ja, okay. Schlimm. Und ich organisiere Stand-Up-Comedy, Open Mics und noch bezahlte Shows auf Englisch, Französisch und Lützburg. Aber wie bist du dazu gekommen? Mal für zu organisieren. Also, du musst dich auch selber. Ich meine selber. Ja. Ich habe angefangen, Stand-Up-Comedy zu machen. Okay. Und dann bin ich rausgegangen aus diesem Comedy-Club, dem Café, nicht Club, Okay. aus dem Café. Und Wieso? ich weiß nicht, noch fertig. Ja, das... Ja, okay. Sorry für den Erzähl, das ist geil. Ja, auf alle Fall. Ich bin rausgegangen, weil ich meinen Mund zu viel laufen gelassen habe. Mein Mund wegen nicht zu stoppen. Und nur der Show, das war meine zweite Stand-Up-Comedy-Show, an diesem Café am Grund. Und danach, ich war gut abgedreht. Und da bin ich dann raufgegangen, schon mit dem Publikum geschwätzt. Ich war gut drauf, ich war wieder geschwätzt. Und du setzt dann irgendwo ein Russisch, Madame schließt dann nicht, dass es Russisch ist. Da tun ich rausgefunden, ich schwätze mit dir, als ich gucke, und ich sage, I do not want to talk to you. Und du hast gesagt, hey, you don't have to talk to me, I'll talk to you. Und das hier aber nicht gegangen. Und du hast schon umgedreht und da waren zwei Männer am Costa Krawatt, wahrscheinlich auch Russen. Und die haben geguckt und so. Und sie sind abgestanden und sie fortgegangen. Da könnt Patron vom Kaffee, könnt bei mir schon sagen, you, out, finish your beer, out, never back. Und das war das. Da konnte ich kein Stand-Up-Comedy mehr machen. Und das ist kein anderen Comedy organisiert hat. Und ich habe eine Bühne gebraucht, weil ich schon Spaß daran gehabt habe. Da ich decidiert, meinen eigenen Club zu starten. Ja, ich verstehe noch nicht, wie du auf so eine Show kannst gehen und dann aber nicht bis Spaß verstehen kannst. Also. Das war eine Oder-Show und die Madame war vielleicht auch nicht innen. Also die Show war im Keller und oben auf war normale Kaffee. Und vielleicht war sie nicht für Stand-Up da. Okay. Vielleicht war sie just da für... Oder sollte ich nicht Witz schon? Das kann oft viel. Ja? Ja, freck, man. Ja, nee, ich sehe nicht immer gut da. Ja, also ich meine, das ist ja auch so ein großen Teil, wo so Stand-Up-Comedians so Tischbombing, gell? Ja, so was wirklich verkackt einfach. Ja, das war kein Sau leicht. Ja. Und weiß ich nicht, für was sie nicht lachen. Ne? Die erste eine kann der Witz klappen und dann die nächste Kehr bombt der Witz. Es sind ganz viele Variablen dabei, die jeder nicht wirklich rechnen kann. Okay. Und dann ist wahrscheinlich Erfahrung so ein bisschen, wo du mehr anfängst zu lernen. So. Können wir der Zeit, ja. Das Wichtige ist, nicht persönlich zu hören, wenn du bombst. Das ist wirklich nicht schlimm. Da kann ich mir vorstellen, dass du das musst lernen, für, wie gesagt, nicht so persönlich zu hören. Ja. So. Das ist aber schwer, mit links zu trinken. Ja, das ist nicht sponsert. Als wir sponsert, da könnte Bayer jetzt. Das ist eine Nummer, nicht der Person.
Von, ja, gut gepiepst. Aber wie war denn echt so Impression, wo du auf Bühnen gegangen warst? Was erinnerst du dich noch daran? Wie war das für dich? Ja, es war nicht am Café, wo sie normalerweise absurden. Da hatte sie ein Konzert organisiert und war am Café neben drin, nach am Grund. Ganz kleine Café und du vielleicht 10 Leute dran gepasst. Das Publikum war ganz klein und war ein Talstunde von, da war Komiker. Und ich bin auf der Bühne und ich war super nervös. Und ich bin eigentlich gehe. Also ich bin gehe. Ich setze mich gerne in Situationen, wo ich unbequem bin. So wie es denn. Ne? Ja. Und ich habe mir erzählt, 5 Minuten, 6 Minuten. Und danach war ich super high. Also das ist schon ein High. Ja, ja ich glaube. Ja. Wie ist das am Anfang? Also weißt du schon, was du erzählen jetzt herabgehst? Oder kommen da vielleicht noch so spontane Ideen, wenn du etwas gesagt hast? Ja, beides. Beides. Du schreibst etwas, was du erzählen willst. Etwas umherzuleiten. Und dann versuchst du das Witzig zu drehen. Das klappt halt so nicht. Und dazwischen interagierst du auch mit den Leuten und du improvisierst doch. Anfang das fand ich das cool. Das ist Frust. Also in den Apps dazwischen riefst und du hast immer Gutes für zurückzukommen. Ja, fuck Hecklers, man. Also, ja, die musst du direkt auf Platz setzen, wenn den Apps so dazwischen schwätzt, ja. Generell, wenn du mal Publikum agierst, so spontan, fand ich immer cool. Das ist auch für dich am liebsten. Ja. Also, ich fand das, ich habe mehr Success, an dem ich mit den Leuten schwätze, wie mit meinen Witze. Also, meine Witze, die sind nicht so ganz. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für das Publikum extra ist, weil du merkst ja, okay, der Ton ist wirklich spontan, das ist so Freestyle. Ich meine, für das Publikum ist das interessant, dass das Publikum ist wichtig. Ne? Ja. Ohne Publikum ist keine Show. Ne? Ja. Du hast da Komiker, die treten dann ab und die Menge, die werden dann den Held. Ne? Ich Witze, yeah, und guck mich. Und ich meine, meine Attitüde, du hast echt da, hey, guck, das Publikum ist wichtig, die sind den Held. Okay. Und ich bin den erst ein bisschen gedeiert. Ein Mann vom Volk. Also, ich bin besser wie der andere, das weiß ich nicht. Das ist mein Approach. Ich gehe auch so weg Showen, wo Komiker nicht mehr auf Bühnen kommen und dann nehmen die Anfang direkt mit den Leuten an. So Roast-Shows. Ja. Ich kenne den nicht, Andrew Schulz. Ah, den ist exzellent, ja. Ja, schon den so witzig. Crowdwork, yeah. Very good guy. Yeah. Yeah, for sure. Ja. Ja. Crowdwork ist, wie gesagt, wenn es mein Publikum schätzt. Und ich meine, das ist dieselbe Approach. Ich versuche ein bisschen zu imitieren. Ich meine, auch du hast ihn aber schon Sachen präpariert. Und da sieht sich die Situationen aus, wo er weiß, ich kann etwas drüber sagen. Ja, er hat viel mehr Erfahrung wie ich. Ich meine, das war 1,5 Jahre, er hat viel mehr Erfahrung. Und wie gesagt, du hältst dich immer ab als Stand-up-Komiker. Ne? Du hast dann immer den Video. Und dann passt du auf der Bühne und dann erzählst du dein und du schreibst mal Publikum und dann findest du raus, was klappt nicht. Ne? Und dann, wenn es klappt, dann kannst du das saven, ne? Das ist dann ein Repertoire, da kannst du dann immer benutzen. Ja. Das kann nur der Witz sein oder das kann der Crowdwork sein. Aber das ist ein bisschen der Approach, die enthält für ein Set zu machen. Ja, da kann ich dann immer benutzen. Also benutze pur Witze, also pur Mal. Also Witz pur Mal. Ja. Du versuchst eine andere Audienz zu kriegen, ein anderes Publikum. Die versuchst immer dann Showen auf verschiedene Plätze zu holen, für das man ein anderes Publikum hat. Okay. Das Publikum selber, du selber willst den Witz nicht zweimal hören. Ja. Jeder will den Witz mit einem hören. Wenn du aber Publikum wechselst, oder du gehst auf eine Avenue, gehst auf Straßburg oder irgendwann Belsch, Brüssel, dann ist natürlich ein anderes Publikum, da kannst du selber den Witz erzählen. Ja, bestimmt. Und, ja. Aber wen hast du in Lützeburg so ein Hauptpublikum? Also wie können du auf die Shows? Die englischen Shows, die ich organisiere, die klappen besser wie die französischen. Okay. Und das sind hauptsächlich Expats. Das sind als Arbeitstouristen. Okay. Die hier kommen. Bankieren, Amazon-Leute. Ah ja? Ja. Das ist Männer lokaler. Männer lokaler. Das ist wahrscheinlich auch, weil Lützeburg nicht ganz gut am Englischen sind. Oh. Nee, ja, das wird schon als Touristen. Just kidding. Don't sue me, Dave, for them. Geil. Ja, wenn wir schon ein bisschen beim Thema sind, ich wollte dich fragen, der Comedy alles ob Job holen oder gegen Grenzen? Comedy, ich gehe so, ja, du darfst alles ob Job holen, mit muss witzig sein. Und es gibt natürlich auch schlechten Humor, ne? Also wenn es sollst du abscheißen, an nicht drauf. Das heißt, scheiß auf Gemengen, an Politiker, an große CEOs, an Companies, ne? Scheiß drauf. Ja. Leute, die Mursch tun, die darfst du auf Job holen. Das ist immer gut. Wenn du nicht so auf Job holen, das sind die Leute, die älter sind.
Kloscharen, gay, also wenn du gay bist, da kannst du natürlich über gay schwätzen. Aber wenn du nicht gay bist, da ging es noch kein Gay-Witz zu machen. Kannst du schlecht eine Minorität. Ja, voilà. Minoritäten abschaffen, das ist nicht gut. Ne? Ja. Da werden wir nie ruf. Ja, das möchte Sinn. Das ist gute Leitfaden. So Ja. Das steht an allen Stand-up-Comedy-Büchern. Okay. Ja. Ja, aber dann, ja, zum Beispiel, du hast einfach ganz zufällig Gemengen oder so angeschaut. Ganz Und du findest aber der wir bisschen den Gag mal, weil das ja am Anfang echt da eine große Organisation, du nennst keinen am Namen direkt, du musst ein bisschen Distanz dazu behalten. I concur, ich stimme dazu, ja. Ja. Ich gebe da durch so einfach. Ja. Das ist aber nicht persönlich, steht da. Nee. Ja, du siehst so, ich meine, ich habe Batster gemeint zum Beispiel. Batster gemeint, ja. Oder Wolfer oder ich weiß, ne? Ja. Aber was sind also die Themen, die an der Comedy so gut kommen? So politische Sachen, was sind so die Hauptthemen? Oder die dich besonders interessieren? Ich schwätze gerne über, ich mache mich selber gerne Ruf. Ich fand das ganz wichtig, Self-Deprecation, für bestimmt als Haltung zu stellen, mich als Alltagsmensch mit Fehler durchzustellen. Und ich meine, Leute, die Antworten da, die richtige Antwort da. Ja, ich meine, da könnt gut tun. Ja. Ja. Und also einfach Sachen, die ich erlebe. Also mein Single Life mit 40 und mein Midlife Crisis. Ich habe Midlife Crisis, ne, ich kann Ferrari kaufen, ich einen TikTok-Account angefangen. Das ist weird, ne? Das ist geil. Du hast Potenzial. Aber das ist auch etwas, was geil ist, wenn du dich selber rufen musst, da kann kein dich auf den Ruf machen. Ja, genau, wenn du selbst Humor bist. Ja, it's very empowering. Also ja. möchte ich mich stark, wenn du den Fehler kannst auf der Bühne, für jeder einen einfach durchklagen. Ja. Das ist eine gute Sache. Also es liberiert schon. Ne? Ja. Das ist eine richtige Liberation. Ja, das möchte Das ist wie ein Eminem bei 8 Mile am Film zum Schluss. Ja, das ist den einfach alles selber über sich preisgehen und dann hat er gleich noch keine Chance genau. mehr. Schön. Schön Vergleich. Ja, gell? Ja, schon. Aber wie gehst du hier so bei deiner Ideenfindung eben? Du siehst für alle persönliche Sachen. Wie lebst du einfach dein Alltag und erkennst, wenn etwas potenziell Witziges geschieht, dann notierst du das direkt an deinem Kopf, so okay, hier ist Hundefleisch. Ja, das ist nicht, ich habe kein Heft, eine Big. Okay. Ich sitze aber alltag für den Computer und schreibe alltag. Das ist für mich wichtig, dass auch ein bisschen die Nachrichten, die ich mitkriege von den Büchern, die ich gelesen habe, du musst alltag schreiben. Okay. Und schon im Moment habe ich ein System, wo ich versichere, alltag an einer halben Stunde 10 witzige Ideen abzuschreiben. Und das alltag, und dann an einem Jahr hast du 365 mal 10, 3650 Ideen, und da kannst du dann immer ein bisschen drauf schaffen. Da kannst du hier Apps klicken, da Apps klicken, und dann elaborierst du. Ne? Und dann musst du Joke-Technik da drauf. Ja, können wir ein bisschen drauf angehen, wie genaue Witz soll abgebaut sein, so ein bisschen die Details da haben. Witz als witzig, wenn es unerwartet ist. Ich meine, das ist wirklich das Sekret. Es soll etwas Unerwartetes sein. Und du fängst es an zu tun, und dann die zweiten Teil, die Leute meinen, du gehst so, und dann kann das besonders sein. Etwas, was sie noch nicht hören. Das ist wirklich à la Base vom Witz. Ne? Und dann, ja, geht es Joke-Techniken. Ich will nicht zu viel dran angehen. Das ist alles aber gelehrt selber, ja. Ja. Ja, als Bücher, und ich gucke den anderen Leuten natürlich noch. Ne? Die Komiker, die mir gefallen, die ich im Internet so fanden, die imitieren nicht. Ne? Wer sind das zum Beispiel? Die großen Amerikaner natürlich. Und dann im Moment sind ich im Gang, ein bisschen mit kleinen Amerikaner zu gucken. Ich kann ganz wenig mit französischer und deutscher Comedy aufhängen. Schwätzt nicht mehr. Just don't get it. Ich bin vielleicht, weil ich Amerikaner sind. Und ich dann nicht den Rapport mit der englischen Sprache. Und ja, so all die großen Amerikaner, die bestimmt doch kennen. Kannst du nicht nennen. Dave Chappelle, Louis C.K., Andrew Schulz. Und dann geht es aber natürlich ein bisschen kleiner. Und du kannst nicht ganz oft nicht. Ne? Ich fand das ein gutes Erreichen. Auch für mich, wenn ich auf Bühnen trete, dann an der Schnull sind, ne? dann wissen Leute nicht mehr, wie ich bin. Und das hält doch ein bisschen von der Nervosität weg, für auf Bühnen zu klammen. Ne? Hanno weiß sowieso kein sehr wissen was. Und ich kenne ganz gut Komiker, ne? Die Dry Bar Comedy sind oder so. Excellent Komiker, ne? Die ganz Publik eine Stunde lang lachen sich fragt und dann weiß ich aber nicht mehr, wie ihn heißt. So.
Okay. Das vielleicht nicht so gut. Es gibt bestimmt Leute, die ein besseres Verhalten gibt es bestimmt. Stimmt. Wie findest du Kevin Hart? Oh, very good. Ja? Oh, yeah, great. Great guy. Hinner so Mathe bekannten, oder? Also, Noch volle Schreibst das war voll Ja, ja, hier schafft ganz viel. Ja. Er möchte ganz viel. Noch einen TikTok-Account. Ja? Ja? Du hast es sorry gemacht. Nee, schön fängt an, das ist eine Midlife-Crisis. Ja, hier ist für... Wie ist denn? Joe Coy, geil? Den... Ah, den... Ja. Ja. Joe Coy ist funny. Ja, hier von Jovic. Ja, hier ist was Philippiner oder so. Genau, ja. Ja, ja. Hier war- Und die Nummer ist falsch gesagt irgendwie. Boah, ich will nicht wissen, oder erzählen. Ey, Joe Coy, ja, ich kann da, die Großkante. Ich meine, mein allerlieblings ist Joey Diaz. Joey Diaz fand den is a so gut. dirty motherfucker. Ja, den ist lecker, schon Rogan. Schon der eigentlich schon gewesen. Der Joey Diaz ist aus einer Zeit an den 90er, als der Plaque schon Bühnen getrunken. Wirklich? Das kannst du auch mal probieren. Vielleicht Zuletzt. nicht so. Ja, da gibt es schon so Ich meine, gut das gekommen. hat gemeint nicht so gern. Ja, das könnte er vielleicht nicht so gut. Ja. Aber vielleicht in Privatshow, du könnt vielleicht droppen. Ja. Aber nicht so in einem Kaffee oder... Kann ich einfach fragen. Haspacello oder so, das ist ja wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Die für den Altstadthaus. Ist ja geil. Ja, okay. Und wie sind letzte Boyer so drauf? Verstehen sie Humor oder schon viel oft sind sie ein bisschen so? Ich denke so, jeder versteht Humor. Und du gehst letzte Mal dabei. Mehr oder Mann. Sie verstehen Humor. Ja. Nee, ich bin noch letzte Woche und ich fand letzte Woche eigentlich ganz cool. Und tranquil, ja, sie verstehen Humor. Okay. Ja. Okay. Das wäre ein bisschen Stereotyp, das letzte Woche kein Ja. Humor haben oder so. Oder so Das alles stimmt sehr aber nicht. Wir seriös, noch ja. schon letzte Woche Show gehabt und die Leute haben aber gelacht. Und mir war gar nicht so gut. Vielleicht wollte sie es unterstützen. Schon d'Altere von der Komik. Voilà. Meine Mom lacht immer. Okay. Aber, findest du das Spruch einen großen Einfluss drauf? Weil ich meine, Deutsch-Komiker so, und da zum Beispiel oft, dass sie amerikanisch kommen, die immer viel mehr witzig fanden, einfach weil Spruch hier geht. Und die Deutsch-Spruch zum Beispiel mit Männer hier geht. Kein Sinn. Kein doch Sinn, dass Stand-up-Comedy, die moderne Version, wie wir es auch tun, die aus in Amerika gefunden gehen. Ja. Und das ist dann natürlich das Original. Das ist dann... Ja, also so Sachen wie zum Beispiel Punchlines sind dann am Englischen oft zum Schluss. Und am Deutschen, wenn es ein Satz baut, so ganz unsexy Sachen, könnt das dann bis als Punch, also halb an der Mitte verroden. Ah, das ist schlecht Witz abgebaut. Ja. Ich meine nicht, dass das... Du mal dazu dienen, dass Deutsch eng an der Syntax hat. Ich meine, dass ich der Komiker, den hat schlecht Witz geschrieben. Okay. Ja. Punchline als Punchline. Per Definition ist die ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Wenn du es nicht zum Schluss hörst, dann ist der Witz verroten an der Mitte. Ja. Schlechter Komiker. Genau, absolut. Oder schlecht Witz. Schlecht, Okay. ja. Komm. Schlechtlein. Ja. Mhm. Aber wie lange dauern die Shows heute? Ich denke, du wie viele Komiker abkreisen. Okay. Immer zwischen 60 und 120 Minuten. Und du selber schwätzt wie lange? Ich denke, wie viele Komiker kommen. Wenn viele Komiker bei der Show sind, dann teilen wir natürlich 90 Minuten ab, sodass jeder ungefähr selben Moment kriegt. 10 Minuten, 7 Minuten, heinst du 15, wenn wir zu feiern sind, oder 20. Ich meine, das längste, was ich gemacht habe, war 25 Minuten. Das ist schon lang. War aber nicht alles gut. Ja, Ja. natürlich. Also normal. So lange nicht, dann lässt Witz gut aus. Das ist Theorie. Ja. Ja. Das klappt nicht immer. Nein, wahrscheinlich nicht. Noch nicht. Können aber. Man mir ja gesagt, wir gehen auch einkehren. Ja. Kann jeder reden, da auftreten? Auf meiner Show, ja. Ja. Ich finde eine inklusive Show. Wenn Okay. du willst, dann darfst du. Das ist von dir willst, ob Lützeburg auftreten, die auch. Olli Doch. und Lisa. Also, Und sie. Kim, von dir willst, shit, let's do it. Wir Das ist eine Show. kommen ein Das machen wir Kehr wirklich. Das ist eine gute Sache. Das kommen ein Das ist nicht schon gut gemacht. Ich habe rekrutiert. Ja? So geht das. Ich glaube einfach so. Ich gucke Sie ist als amerikanisch. Ich übersetze nicht einfach. Der will Witz erklauen. Nein, das darf ich nicht. Nee. Ganz Dann, die paraphrasieren. Repetition geht ganz schnell rauf. Und dann gehst du nicht mehr invitiert. Das ist ein absoluter No-No. Der will nicht. Du musst den Witze schreiben. Das ist so schwer, geil. Ja, wahrscheinlich. Witze zu schreiben. Ja. Ja, es muss authentisch sein. Ne? Musst du sein, du musst auf der Bühne sein, du musst dich weisen, du musst dich vulnerabel Ja, voilà. erklären. Mhm.
Du musst sich den bisschen ausgesagt wie du an der bist du an den sind klar Ja. was du da spontan was so Sachen geht eben mit so Crowdworker so Sachen was du Mein Crowdwork ist spontan. spontan An der Zwischenzeit tun ich natürlich pur spontan Crowdwork geleiert an van einer Publikum was dat fand ich immer am Anfang von der Show fand ich raus war dir schon high hu der schon gesehen wann es dann ne so und da weiß ich da kann ich schon dieselbe Crowdwork machen und so Am ist auch Witzer über Race, also weißt du, Racism. Also nicht Racism, mehr von keine Ahnung, Araber du hast. Müsste da eine Witz darüber. ja Ja? ja Das darfst du. ich fand extrem Okay. witzig die Leute reagieren ganz gut wenn es einfach dat obvious dat wat der riecht am da fällt wenn du dat siehst ne all die anderen denken nicht mit du was in den See das ist witzig ganz oft könnt dat gut tun natürlich von den Afrikanern du sitzt so hey from Africa und dann das ist schön okay Witze berät mir Schweiz Martinen ja dat klappt Ich glaube, gut das ist nicht viel geworfen, du wärst Rassist. Oder? ja, ich schon noch schon pur Kritik ja ja mal ausgerutscht ne so ich da schon gut durch das wäre funny ne ich habe abgeschrieben gut ja vielleicht ist es funny und dann erzählst du dann silence ne an der West und dann also ist die nächste Kehr erzähle ich dir Witz nein okay was war das so die Nope. die batterste Kritik die du bis groß oh die batteste Kritik die ich bis so gut war von einem Komiker okay und ich will nicht drüber gehen okay ja okay das ist ein anderer Komiker lokale Komiker nicht cool okay voilà. okay next man du sollst wär spontan ja dann willst du einfach spontan mich oder der Philipp roasten Look at this goose looking fella right here, man. He's actually intense, man. He's fucking langer, groß und Haar und weiß und horisch. Das ist an der Bank. ja Goose looking fella. ja geh mal google was das ist Ja. Das muss man auch googeln. okay okay Du willst nachher roasten? ja halt du hast Nollywood ja Ja. Madame Duiva, das gesehen ist wie ein Kardashian, ne? Das ist nach seinem eigenen Gesicht. Das hat er nicht so geschafft. Also, Ich glaube, sie kommen schon, ne? Voilà. Goose so ein Gans Ein Gans, das ist so ein Gans. Was für ein Gans hast du verstanden? Shit. der geil mit seiner Goose Ja, und schon an die Eier. ja nicht schlecht und am Privatleben bist du auch witzig also was hast du schon immer so funny bones oder hast du das auf der Bühne Ich denke so, ja. ja Ich meine, jeder reden, als, oder kann humorvoll sein. da hat ja mehr Es geht ja nicht durch Leben, dann ist immer sauer und depressiv. Also, können vielleicht noch, ne? Die sind noch jung, Ja. können vielleicht noch. nur als Midlife Crisis Voilà, für tun. Ne? Du musst für dich deprimiert gehen und dann ist es mit der stimmt. Crisis. Ja, Ne? Du musst treuevoll richtig haben. Ja, ich denke, ja. Und, also, ja. dann, ja, ich meine, ich bin witzig, von der Schnitt auf der Bühne sehen, und was der Stand-up-Comedy für mich geändert hat, als vielen mich nicht mehr obligiert, am Alltagsleben witzig müssen zu sehen. Für irgendeinen Lachen zu kriegen. Ne? Ich bin dann meinen Moment auf der Bühne und da lasse ich alles raus. Und dann, so außerhalb von der Bühne, sind ich da ruhig. Du weißt, du bist witzig und so an den Alltagssituationen gibt es den anderen Leute Bühnen und du oder Ja, ich kriege nicht so, dass ich witzig bin. Ich Nein. weiß nicht immer, was witzig ist, ganz ehrlich. Ich komme auf die Bühne an dann schönen Sachen, die ich will sagen. Ich weiß aber nicht, ob sie witzig sind. Ne? Ich meine, sie sind vielleicht witzig. Aber es geht nicht mehr in enger Weise rausfinden, ob sie witzig sind. Und das auf die Bühne zu klammen, den Leuten zu erzählen, von sie lachen, dann ist es witzig. ja möchte Und das sind nicht pur Leute für die Runde, denen es erzählt. An Frieden ist das witzig. Nee, ich meine das auf der Bühne. Okay. Ja, das ist meine Bühne. ja Ja. Ich organisiere so, dafür schön da kein null Pressure. Hemmungen, ja. Aber wen tritt noch alles auf? Ja, wir haben einen relativ großen Roster. ja Ja, muss ich nicht mehr lernen. nee, von net. die Nee, wir also, sind relativ viele englische Komiker hier und französische Komiker, die ich kennengelernt habe, und letztendlich Komiker. Okay. Das wird ein, ich würde sagen, ein 30 Leute sein. wie viele Leute machen dann auf Lützeburg ungefähr 7. 7 ich mal 30 Leute neng um mal bis mal da gedeelt durch 6 stecke so ja 7 Minuten ungefähr gut das ist eine Show Ja. Das ist eine Show. Auch für kein so lacht, das ist aber eine Show.
was Leute oppassen und lach ging auch das nach mein Show Ja, von ja. Gesausgelacht. ja mit das ist schlimm Leute genau also das ist ein gut Sache am Stand-up Comedy du kannst es verlieren ne wenn es gut passt da lachen sie weil es gut passt wenn es nicht gut passt da lachen sie weil es besser ist wie du Ja. das funktioniert das ist ein Show ne? Da gehen sie die war 0 an der Schweizer sie den du war ich 0 und der war gut an den schon lesen das wirklich ein 0 und du hast der Gesicht gesehen ich sage ein ganz ne mit das ist aber witzig ne und dann sie froh sie froh also ich ging so vielleicht 3-4 Leute an die Komiker die waren nicht froh mal schauen Okay. Die sitzt Dave. oh das ist Dave Okay. Ma, du weißt ja gemeint das. Motherfucker Das ist 1000 Pro. Stell dir mal eine Frage. Ma, soll mir ein kleines Witz erzählen? Ja, wir haben aus allen zwei Witzen ausgesicht. Aber wir wollen, dass du bewertest, wegen die witzig ist. okay Soll ich fangen? Allez. Okay, ich habe bestimmt verschwatzt. Okay. Gehen so Schlangen durch die Wüste. Seht ihr Angst für die anderen? So, sie mehr sind les Giftes. Seht ihr auch. Nein, ich meine nicht, wieso? Machst du mal gerade auf die Zunge gebasst? Auch schön, dass du Witze auch hast. Okay. Ja. Du kannst es. Egal, jeder kann. Was hat der Chines von aus der Schule heben können? Das ist rassistisch. Chines do. Cancel him. Chines do. Ja, genau so. Okay, an derselben Stelle, dann kann ich auch, ja. Ja. Sind 2 Kichelchen am Ohren. 2 Kischen. 2 Kichelchen am Ohren. Den eine sagt, putain, hier ist aber warm. Seht den anderen, oh mein Gott, der Kichelchen, der schwätzt. Ja. Voilà. Bei der erzähle ich auf der Bühne normalerweise nicht. So, ja, du bewertest, wen das am witzigsten? Dein, mein, sein? Komm, Dein, war man Nein. rassistisch. Okay. Ja. War nicht rassistisch. Rassistisch. Bist du auch auf die Zunge gebasst, ne? Ja. Also mein, ich muss auch ganz kurz sagen, schau, das ist mein Pap, so, weil das ist der Witz, mit dem sind ich groß geworden. Den hat mein Pap, seitdem wir 2 Jahre alt sind, bis wir 18 Jahre waren, all da erzählt. Und das ist nicht. Ah, und du erzählst dir noch weiter. Ja, genau. Das ist nicht, dass du den irgendwie so Nee, traumatisiert den hast, du gehst bei dem Psychologen. Er sagt, mein Papa, mein ganz Leben, er hat das selbe Witz erzählt. Das ist ein psychologisch stumm. Ich nutze das als mein Bühne. Okay, ja. So eng von Dingen froh vielleicht. Ja, ob Mimik. Ob da doch witzig ist, wichtig ist. Du meinst, Leute imitieren? Nee, so... So mimiger Gestik, weißt Ja, du das? ja, so Ganz wichtig, ja. Das ist von den Ingredienten. Ja. Okay. Wenn du dich mehr frei bewegst, wird es besser auch könnt. Ganz am Anfang sind Komiker, die sind ein bisschen nervös und die stehen dann einfach auf der Platz, was schon gut ist. Ne? Weil wenn du zu viel bewegst, das ist auch nicht gut. Ne? Du musst dich 2 Füße am Boden tun und dann machen sie schnell. Ich habe just ein Mikro für ein Gesicht und eine Hand an der Tasche und so und sie Witze. Und dann muss der Witz aber richtig gut sein. Und du kannst aber schlechte Witz kannst du gut machen, indem du ein bisschen Madascheiers an den Platz hältst. Ne? Du musst den Bühnen holen, das Ding Bühnen holen sie. Ne? Streck dich gerne aus, renn mal Fuß an die Luft und benutzt den Platz. Anders sicher, so wie du betonst und alles. Das ist nach einem Ingredient, ja. Ja, das kann ich mir feststellen. Wenn Ja, ich du kannst etwas püspern, du kannst etwas jeizen. Ich jeize ganz besonders gerne. Ja? Ja. Ich schwätze gerne hart. Ja. Du kannst schnell schwätzen, du kannst nur schwätzen, mal Akzent, ohne Akzent. Da gehört dazu. Ja, voilà. Ja, doch, empfangen, ja, doch. Schüler, der Lust. Stand-up zu machen. Ja. Aber das Das freut mich schon. Ja. Ein guter Arbeit gemacht. Ja. Ja. Und ich habe 2 Leute, 2 rekrutiert. Nee, das geht ein gut Saison. Nee, seriös. Ja, ich bin danach pur auf der Warte gelöscht und wir kriegen keine Show gestartet, weil wir dann nicht genug da sind. Wenn der dabei ist, dann geht aber das. Ich war Druck. Ja, das ist gut für uns. Wir brauchen einen Druck. Ja. Wir haben Corona nicht viel gegen den Strich gespielt. Corona hat uns geholfen, muss ich sagen. Ja, weil das sind andere Lützeburger, also Comedy Club High, die auch eigene Shows organisieren, und die haben an der Corona-Zeit den Schwanz angezogen.
an den Abgehalt zu organisieren. Und mir weiter organisiert, solange Torreska erlaubt wird, wir sind Regel gehalten und dass auch keine krank gehen und dass auch keine Bias kommen, so, ich bin auf der Schule krank gehen oder so. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und wir konnten von Juli bis November, wo wir alle Woche eine Show gehabt. Das ist viel Erfahrung, die wir gesammelt haben, während die anderen Daumischer gedreht haben. Ja. Alvo ein Show, das ist wirklich viel. Ja, das ist dank dem Ken. Shoutout to Ken Park. Der Ken, den organisiert mit mir, also ich habe angefangen zu organisieren. Und hier ist er auch ganz gut und ist extrem motiviert. Hier versteht auch, dass für gute Komiker zu gehen, musste oft auf der Bühne sein. Und hier hat dieselbe Problematik wie ich. Es war keine Bühne da. Und hier ist dann den Kaffee zu backen, den ich hier fand, den Kaffee auf der Goa, den ich hier fand. An Martinen gehandelt, für das wir könnten auftreten. Exzellent, also Vantage Bar an bei der Gar, exzellent Platz, super freundliche Leute, professionell, klappt immer alles an voll der Welt. Und die kennen den nicht voll drauf. Mal der Moment noch, Woche. Ja, Moment, das ist alles zu. Voilà, die letzte Show, die man hat, war der 25. November. Und sobald die ihren absehen, haben wir alle Mittwoch alternating bei der Gar nicht an dritte Englisch als Mittwoch am Mond, als bei der Gar, an der Fulle Gas, an den zweiten und den vierten, die sind dann zu backen am Vantage Bar. Okay. Für den Kaffee ist das Juri war gut. Kennen Sie Leute? Ja, also das ist immer voll. Es klappt richtig gut, es zieht. Okay. Tisch, wie viel, also wie groß ist der Audience ungefähr? Variiert sich schon, so genre 50 Leute ungefähr? Das war nur an der Corona-Zeit 50 Leute, weil sie nicht müssen sitzen. So ja. Also wenn Mesuren am Ruf gehen, wenn wir wachsen bis hin, vaccinieren dich alle gut. Ja. Alle gut. Dann gehen schon um das, da kriegen wir mehr Leute zusammen. Dachte mit der Zeit. Okay, geil. Dachte am Anfang, das ist auch nicht so eine Sache. Das ist geil, dass das Das ist geil, dass das Lo können vom das ist auch wie Rapper, Musik generell auf Lützeburg, können auch so die Stand-up-Comedy ziehen, die fängt lohnt zu florieren im Land. Alles irgendwie so lokal im Land. Ja. Ich meine, das ist einfach durch die Inspiration aus Amerika. Vielleicht Leute, die trauen, da doch irgendwie zu machen. Ich fand der Lützeburg Rap eigentlich ganz gut. Ja. Nee, also du siehst auch mittlerweile. Ich bin schon von der Klang, Lützeburg Rap vielleicht, mittlerweile fand ich schon Iva gut. Ja, also sie fängt richtig gut zu gehen. Ja, absolut. Was geht noch? Geht Stand-up-Comedy mittlerweile? Über geil Podcast. Ja, Podcast-Szenen. Ich kann nicht letzte Woche Podcast nicht von der cool. Geil? Der cool. Ich hatte aber selber auch schon letzte Woche Podcast gemacht. 4 Stück ohne Video. Ja, die sind, kannst du auf meiner Facebook-Seite finden, oder am Soundcloud. Okay. Soundcloud Luxemburg Live Night Loud, du hat man letzte Woche Komiker. Geil. Also mit Lützeburg, 2 auf Lützeburg, und hat Lützeburg Komiker geschwärzt und schön so, war gut, das ist gut gegangen. Check it out. Ja, check it out, Soundcloud, Luxemburg Live Night Loud. Ich meine, du kannst noch nicht so verlieren. Willst du eigentlich noch verlieren können? Das ist mir nicht wichtig. Das ist dir egal. Nee, ich meine nicht, wenn man Spaß möchte. Okay. Ich will nicht von mir gehen, also wann, schön, aber wenn nicht, das ist auch gut. Das ist nicht mein Büt. Mein Büt ist nicht von mir zu gehen, mein Büt ist nicht mein Leben, um das zu verdienen. Ich habe einen ganz anständigen Job, gefällt mir, ich arbeite mit kompetenten Leuten, und freundliche Leute, und das ist gut. Ich meine, das hat mir Spaß. Das ist im Moment meine Leidenschaft, und ich gehe mich voll dran, wie all meine anderen Leidenschaften, und gibt mir durch Spaß. Was sind dann die anderen Leidenschaften noch? Also meine vergangene Leidenschaften. Am Moment bin ich keine andere. Im Moment bin ich wirklich an der Stand-up-Comedy dran. Aber ich bin sonst nicht gelaufen. Und auch natürlich viel, also Marathon und Ultra. Okay. Da gesagt nur natürlich nicht mehr, weil ich abgehalten. Und der Leute sind mir witzig wie den Leute. Das ist wirklich so. Ja, ich lese ganz viel. Da mache ich natürlich los. Wann selbst müsstest du all in. All in. Ja. Aber nicht mehr bis 90%. Weil von 0 auf 90%, das geht relativ easy, sehr. Und da von 90% für den war... Expert zu gehen, du musst viel zu viel Zeit dran gehen. Und, ich fand es schlecht von Leuten machen, aber ich fand es mehr interessant für mich, mehr Sachen zu entdecken und zu leben. Das ist fair. Was sind da so die Büts mit der Stand-up-Comedy für dich, die so nicht der Büt famous zu gehen oder du musst viel Suchen zu machen? Was sind Ziele?
et wies ne also ich hat auch net debüt in Comedy Club zu starten ne ich wollte Stand-up man an wo ich dann nicht kon Stand-up man du ich dann Club gemacht an ich bleibe aber nicht stohlen ne ich weiß wie organisiert das sind ziemlich gut am organisieren an du geht viel rund der Tisch lo ging ich gerne Komiker unzählen neue Komiker trainieren Workshops machen für eben neue Leute zu rekrutieren ich ging ja ein bisschen an Ausland Stand-up machen ich will bezahlte Shows machen heute zu Lützeburg weil das hat geklappt Zusteck gemacht Zusteck gut geklappt und das wo ich dann Komiker aus dem Ausland heim invitiere für dann eine Show zu machen da geht dann Mikros abgezogen voilà. Und mech mal Spaß also d'Organisation mech mal Spaß wann selbst organisiert da soll doch wo ist die macht ihre Podcast net fir Sto zu bleiben an klein zu bleiben mit dat soll wo ist wat nur rauskennt dat wees da kann man der Zeit muss einfach drum bleiben ja absolut schön aber also soll wo ist schwingen de bit as wo ist du a wat für Richtung dat lo wies dat das dat wissen Gott ich lebe Gott dat wissen Gott Amen. Ja. 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 Ich wollte hi kommen. Ich bin froh, nicht zwei. Und du noch froh, dass ich nicht allein. Mir ein froh, nicht zwei. Geht der Leber ein Woche mit Tiger aufpassen oder 10 Jahre auf den Hung? ein Woche mit Tiger. Ja. Oder warte. Oder 10 Jahre auf den Hung. Ein Hung lief kein 10 Jahre. 6 Monate dann ist nicht so. Ja, mir das gibt Hung, weil du kriegst immer ein E. Du gehst Hungheulen für Ehe, du gehst Tigerheulen für fucking publicity. Fucking Luxembourg laughing out loud now with a tiger, motherfucker, bitch. Ja, gut Argument. Du musst da auch fiedern. Ja. Ja, dafür invitieren wir neue Luxemburger Komiker. Okay, ja. Voilà. Fed with the Luxembourg comedian. Wir gehen so schön groß und alles bleibt glänzend. Okay, dann noch ein froh und dich. War das kannerisch und ja? Alles. Nee, das ist witzig. Das ist so wichtig, kannerisch zu bleiben. Ja, absolut. Ah, ganz viel. Mir so ein konkret Sache. Ich wichse noch mal ganz viel. Wie? Sorry, Mann. Nein, kein Fall. Vielleicht sogar maybe wie ich an der Jugend war. Also. Das ist unerwartet. Also, du für Kalokin mich canceln, dass du mich schreckt lachen. Sorry, das ist hilarious. Ja, fair. Und dir? Das ist der Wahl, bestimmt, wie sie die Frau gestaltet ist. Dafür hat er gelacht. Das unerwartet gelacht. Das ist Theorie praktisch bewiesen. Ich bin ziemlich auf Wurst, gell? Du kriegst nicht so viel Zustand. Ja, Komm, du liest bestimmt noch Manga. Nee, das wirklich nicht. Liest du nicht. Wie fand das schlimm wäre? Nee, ich lese kein Manga. Ich sag, fuck nee, kein Manga. Nee, ich verstehe die sogar die Welt nicht. Ah. Anime-Welt? Ja, also meine Freundin will immer so Anime da gucken. Ich sehe doch ein bisschen Anime aus, ne? Top, ja. Nee, wie das tun ich nie. Guckst du Manga? Schon Demos. Anime. Ja, Demos. Lunamei. Ich gucke nur Komiker. Ja. So Netflix. Ja, Netflix oder YouTube, die Allsachen gucken ich gerne. Ne? Also es gibt ja eine ganze Geschichte von Stand-up, die gucken ich gerne. Wie ist das dann entstanden? Weißt du das? Ungefähr. Kannst mir egal was erzählen. Ja, und dann, ich will so ein 30, 40 schon. Okay. Eben in Amerika. Mehr Humor in Amerika geht schon mit lang. Ne? Also den Mark Twain, den war ziemlich humorvoll. Und Satiriker, schöne professionelle Quotations an meiner Luxemburg Live Loud Facebook-Page. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ein Stand-up-Komiker war. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gut. Ja, also, ja. ich kann das immer genau so. Also 30, 40, 50 Jahre Info an der Gegend. Das ist weit gefächert. Ne? Ja. Schön Gefühl hast du, dass du schon bekannt Comedians, egal wie, lachend Leute, egal was sie so. Ich meine noch,
die Leute kaufen ja Ticket für Boise zu gehen. Ja, ich meine das da. Sind sie schon so Fans oder lachen sie, egal wie? Ja, aber nicht just bei ihnen. Wenn du eine Comedy-Show gehst, da bist du mental schon drauf angeregt, für zu lachen. Du bist nur für zu lachen. Und dann hast du als Organisateur hast du Techniken, für die Leute mehr lachen zu kriegen, der Tisch Blut auf den Komiker, und das Publikum soll am Deichtre sein, weil wenn sie am Deichtre sind, da gesagt gehen, dass sie das russische Witz gelacht und dann sind sie ein bisschen mehr anonym. Ne? Und dann, wenn Ebi so fängt mit lachen, dann das so stehst, und dann fängt es alle gut mit lachen. Ne? Und, du stehst immer am Publikum sitzen, das bezahlt ist, der lacht. Der fängt das ist keine schlechte Idee. Fucking Entrepreneur, ja. Okay. Aber ich kann mir auch vorstellen, am Anfang, dass so bei kleinen Shows die Leute, nein, am Anfang die Leute, die gehen, die wollen ja das gesehen. Aber ich hatte mal spontan vorgestellt, dass die vielleicht mich skeptisch wäre. Vielleicht du gehst du hin und du erwartest, dass das nicht so gut und da bist du mehr so spitzfindig, wie wenn du bei einer großen Show gehst, wo du da erwartest, okay, hier ist Profi. So. Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Ich sind nicht mein Publikum. Aber am Anfang gehst du auch nicht auf eine kleine Show für die Leute nicht zu blicken. Nee, du Ist gehst auf wie die Show, nach weil ich Spaß, das amüsieren. Das genau. muss etwas anderes. Ja. Ne? Das ist mehr interessant wie Theater. Just saying. Das ist Schon für okay, alle ja. mehr interessant, das ist subjektiv, mit das mehr ein erhaltsamer im Sinn von, dass du mehr lachst, du bist mehr so, du hast mehr Spaß. Ja. Das kann Das ist mir ich gar nicht so persönlich sagen. entweder. Ja. Geh ich mal so sagen. Anschmeigend, du hast aber egal wie als Zuschauer Respekt für einen Comedian, weil hin sich abs traut, sich hinzustellen, falls du dich vielleicht nicht traust. Ja. Das ist für dich als Organisateur, mit den Komikern. Ich respektiere alle Komiker, die auf die Bühne kommen. Alle gut. Ich fand das top. Und das stimmt, ich meine, das Publikum ist auch so, ja. Ja, weil du weißt von hier überwind gerade so sich zu entblößen, finalement für eine Crowd, die weiß. Von geil. Ja. Und du schaffst ja nach neben Drogen, musst du immer aufpassen, so was du siehst, nicht, dass da irgendwie vielleicht du kennst. Ich passe nicht drauf ab. Nicht? Nee, ich bin zu alt dafür. Ich sehe, wie gesagt, in einer Midlife-Crisis, und ich habe dezidiert, ich mache mit 2000, ich meine, ich gehe voll ab. Ich gehe dicke Gas. Ja. Und ich schwätze nicht schlecht über, ich schaffe so, ich gehe gerne da. Und ich schwätze nicht über als Mother oder Arbeitsplatz. Das ist bestimmt doch witzig. Ich meine das einfach nicht, Ja. ne? Weil es gibt aber viele andere Sachen, die nach mir witzig sind. Und nee, ich passe nicht drauf ab. Ich habe noch ein paar Mother also Chef, den das so auf meiner Facebook-Seite, der kriegt ja alles mit. Und ich gehe aber nur mich schlecht behandeln, du denkst. Ja, also Und ich bin aber ziemlich krass auf der Bühne. Ne? Wie gesagt, für mich Stand-up-Comedy, du hast Zensur nicht zu sichern. Ja. Du darfst absolut alles erzählen, solange es witzig ist, und es Leute nicht drauf muss. Und danach, mit Roasting hast du schon Leute drauf, man, aber das an einem freundlichen Kontext. Ne? Nee, du darfst alles so. Ja. Du weißt ja, was die Intention haben drin ist, dass es am Anfang live, also Witzig live, gemeint ja, ist, witzig ja. gemeint ist. Ja. Aber du wissen die Leute, pardon, das scheiße Tüdeln. Du wissen die Leute, dass es Comedy ist, dass es Satire ist, dass es mit einem Grain of Salt zu holen ist. Und bei anderen Sachen nicht immer, wodurch ist das? Weil das wirklich so physisch auf einer Bühne stattfindet. Also das. Ja, ich meine, die Bühne, die kreiert die Atmosphäre, dass du passiert etwas außerhalb vom Alltagsleben. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Wieso doch eine Bühne gibt und nicht, dass einfach am Alltag, sonst passt der Klon, ne? Sonst passt ein bisschen ein Dumbass, ne? Oh, die ist schon mal wieder zu so, ne? Die Menge TV etwas und so, ne? Mehr auf der Bühne, du bist für die 5 Minuten, für die 10 Minuten, du bist der Komiker. Klon. Der Klon, na ja. Na wünschen eine Klon. Den erwünschenden Klon, Ja. ne? Nicht den unsolicited Genau. Klon. Könnte Ja. der Wort plötzlich unsolicited. Kardashian. Olivier, du kannst doch Englisch. Ja. Kann man dann nicht helfen. Das ist schon nach Kim, ne? Ja. Ah, das war In your face. ja, ich kann da doch am Anfang nur gucken. Ich meine ein Disclaimer, dass der Teil alles just Satire ist. So,
Schiss nicht. Ich will das einfach einfach machen, sonst geht heute nicht alles auf Gold vorgelöscht. Das soll auf Guck mal, dann Google noch immer gehen. Bertel. Ja, das ist eine gute Sache. Du sollst jugiert gehen. Auch auf der Bühne, du sollst jugiert gehen. Aber was ist dann? Und du sollst keine Angst haben, jugiert zu gehen. Me- Leute jugieren ist egal wie. Ich muss aber noch ein bisschen en Proportion stehen zu dem Ganzen. Wenn du so auf einmal ein Minister hast, den Radio, wenn du heute einen Witz gehst, Ja. darauf hingehst, irgendein Minister Radio sich eine Stellungnahme machen. Ja, abus de pouvoir. Brauche ich gar nicht. Weil ich bin ein Nobody. Ja, aber ja. Ne, was soll der Minister da über mich noch so? Ja. Das ist bestimmt andere Sachen zu dienen. Am Anfang schon. Aber ja. Auf jeden allem so, okay, du kannst so in einer Plattform bla bla bla, Ja. so passen, sind wir also bewusst. Größte Podcast zu Lützeburg. Mittlerweile, Die größte Jungs. Armenische. Kardashians. Me, das muss aber noch immer eine Relation sein, schiss nicht. Zum Beispiel, wenn nicht nehmen die zweite Folge als keine kleinen 1000 oder. Den Namen Erik Roll schon. Den hätte ich so, erkannt, lass ja. sagen aus dem Sagen aus der Kasse. Das ist sehr schön, weil der hätte können so. Ja, das hätte können müssen sehen. Also ich kann den noch nicht. Ich kann den lo. Weil ein paar große Leute, ich habe sie wirklich gespackt. Und ich fand das schlimm, was du gemacht hast. Also, das, guck, am Anfang, es war so. Es war geschmacklos und das war auch der Feedback, den wir von unserer Audience gut hatten. Entweder haben die Leute darüber gelacht, Ja. faire Reaktion, oder, so wie wir ja auch anfangen, oder die Leute haben gesagt, dass da war ein bisschen geschmacklos, das war, weißt du, so nicht so cool. Auch eine wirklich ganz faire Reaktion. Ja. Wahrscheinlich sogar die richtigste. Aber dann, und das war während so einer Woche, und dann auf einmal, als es so an den Hals von den falschen Leuten kam, und dann, als es losgegangen, da war das so eine Bubble, Ja. so hat es so heiß gebauscht. Ja, ja. Nee, du darfst nicht auf Täter lauschen. Man hat Ja. Humor nicht gemacht. Und negativ Kritik, und du darfst, ja, mir den hört, dann aber gelauscht. Ja. Voilà. Und die hätten nämlich einfach in ihrer Ja. Ja, ja. Nee, das war keine konstruktive Kritik. Ne? Ja. Nee. Und ich will nicht so, dass was Erik Roll gesagt hat, gescheit war. Das Nee, will ich schon nicht war- so. so mal Nee, nicht, seht ihr ich kann aber so, was du willst. Wir sind in Ja, einer ja. freien Gesellschaft. In einer freien Gesellschaft, du sollst du frei schwätzen können. Und das stimmt, das ist vielleicht geschmacklos. Ne? Genau. Und Savoreis. Genau. Das kann sein. Absolut. Komm mal bei einer Comedy-Show, du hast ganz vieles geschmacklos. Ne? 100 Pro, du hast ganz viel geschmacklos. Das ist aber eine Bühne. Ne? Ja. Und du hast darum die, Ja. das Ma ja, anders. das Ne? ist wir müssen aber eine Bühne, also Podcast machen. Einfach ein Bühne. Und, wo da gesagt das ist inakzeptabel, dass ihr die Sache seht. Nee, in einer freien Gesellschaft ist es akzeptabel. Das ist unsavourös und passt nicht zu hängen, Voilà. das ist okay. Genauso wie hier etwas Schlechtes gesagt wird oder unsavouröses gesagt wird, so haben die Kritiker, ne, die Hater an die negativen Kommentare, die haben auch recht negativ zu sein, etc. Ja. Aber für lo, am richtigen Leben Konsequenzen übrigens zu haben, das ist ein bisschen russisch Gulag-Mentalität. Ich fand das Nee, ja. ich käme dann am Russland oder am Venezuela werden, ne? Aber Lohai zu Lützeburg, wir sind eine Demokratie, sind wir, oder? Ich meine schon. I don't know, man. Anscheinend. I Prinzipiell don't schon. know. Eine Nominaldemokratie. Nee, Das also, ist ein interessantes Thema. ja. Ja. Ja, Willst du mal den Gelle froh stellen? alles schon soweit. Alles schon soweit. Also das ist noch nicht so weit mehr. Nee, Kannst komm du an, mal- ganz zum Schluss. Ganz zum Ich Schluss. würde das so als Feedback. Ich würde das als Feedback an, Dass dass man den wir immer so zum Schluss dass machen. wir das so zum Schluss machen, und zum Schluss so eine schöne Aufrundung besser machen. Okay. Das wäre anscheinend noch nicht so gut. Ladies and Gentlemen, sie organisieren hier Show während der Show. Ja, ja. Weil du musst real bleiben. Das ist Tante. Das ist authentisch. Ja. Die wird gut Stand-up-Komiker. Ja, meinst du? Fucking hey, jeder kann, ja. Und die hat sowieso schon ein bisschen Erfahrung für eine Kamera. Ja. Ein bisschen Sujet zu gehen. Ja. Das ist den Lampenfieber, den er schon mit dabei Das ist. ist Männer, Ah, da aber. ist aber. Safe. Ja, aber Männer wahrscheinlich. Das wie ist für ganz ein Jahr. anders. Heute sind keine Leute. Eine Drei Person, Leute. zwei Personen. Ja. Ja. Mit 5 Meter Sanee natürlich. Corona-konform. Ja. Alt mach's gut. Auf Masken. Ähm, Mehr, ja, also safe hatte ich Lampenfieber und du ganz bestimmt Ja. doch. Mehr. hast du auch noch immer Lampenfieber oder gar nicht mehr? Ich ging ja nicht Lampenfieber nennen. Also ich kann Angst auf der Bühne zu stehen. Ich bin nervös. Mhm. Aber das ist eine gute Sache. Das, du versuchst das zu fokalisieren an den Show und dann fühlt sich gut. Also wie gesagt, das ist ein bisschen wie, das ist ein High. Ja, das ist ein Das ist Adrenalin-Rush. richtig ein Adrenalin-Rush, ja. Ja. Du kannst entweder fortlaufen oder du kämpfst. Und wenn du kämpfst, dann fühlst du dich ja noch mehr stark. Ja. Ja. Hast du noch nie, dass du deinen Text vergisst hast? Oh doch.
Ja. Oh ja, voll sauer. Ja? Oh, ja, viel kurz, was war am Oktober oder so, da hat meine Französisch-Show schon alles vergessen, voll gebombt. Das war richtig schlimm. Ich meine, im Video und ich gesagt, Chile war gut außer der Salomon, der war der Null. Und nee, ich schon alles vergessen, und schon versichert mit den Leuten, ich weiß, das ist nicht gegangen. Und stimmt 10 Minuten, das war richtig schlimm. Aber das ist mir egal. Ja? Aber ja, Was im Moment selber? Ja, was denkst du dem Moment? Das weiß ich nicht. Was im Moment? Was denke ich da? Ich vergesse meinen Text. Ich meinen Text vergessen. Ja, ich gebe mal Wahrscheinlich. so, fuck. Ja, so, ich weiß nicht. Ja, das war aber nicht schlimm. Also die anderen, die waren gut und es war eine Show. Ne? Und den Ofen war echt 0. Okay. Das ist okay. Ich fand das nicht schlimm. Ja, das ist für Anfang. Auf Hunger, also, Ja. ja. Das Das ist ist schlimm. der Moment selber. Der ist nicht persönlich, weil Ja. Ja. Wie gesagt, das ist kein Theaterstück. Ne? Du musst nicht auswendig lernen, du hast keine Obligationen. Ich konsideriere mich selber noch ein Aufhänger. Dafür erlaube ich mir auch, Fehler zu machen, dann 0 zu sehen. Das ist wichtig. Ne? Ich fand nicht schlimm. Du musst die Courage schon 0 zu sehen. Das ist wichtig. Nicht wie so ein Stand-up. Ich meine, überall. Generell, ja. Ja. Ja, das Fehler soll ich lernen. Ja. Ah, Und einfach das Trauer so zu machen und Ja. auch mal zu verkacken. Ja, das ist nicht schlimm. Fällt geht nicht drin. Ja. Das müssen nie aus. Ja, das ist nicht so viel auf die anderen Lauf drin. Oder Das ist Angst. richtig, ja, schwer los. Aber außer die Good Leute, die Leute, Ja. die sie respektieren, die sollen sie lauschen. Ja. Das, All die anderen, das ist Geräusch, Noise. ja, voll. Ich meine, Kevin Hart, ich denke, guckt, wie er 4 geht für so sind große Shows. Ich meine, er geht doch wirklich, also mini kleine Comedy-Clubs aufhängen und da guckt er, wo lachen sie und dann schaffen sie sich immer ab. Und dann nur 1-2 Jahre, er schafft wirklich 1-2 Jahre aus einer Stundenshow, die ihn dann hört. Und dann mischen die. Das ist dann von mir krass so. Ja, aber das ist Kevin Hart, da meint es alle gut. Ja. Du gehst so kleine Shows, für den Witze zu üben. Und dann sammelst du dein Material. Du hältst alles ab, immer. Die guten Komiker holen alles ab, immer. Und dann gehst du direkt und dann guckst du den Video. Okay. Ja, und dann lernst du, was gut ist, und die Sachen sammelst du. Und dann hast du ein Repertoire. Und da gehst du raus, da für eine Show zu machen, wo du kannst bezahlt gehen. Ich bin noch nicht so weit. Ne? Ja. Ich schaffe da drin. Ich verstehe den Prozess. Das ist ein Prozess. Und das ist kein unbekannter Prozess, das ist kein Sekret. Es gibt viele Bücher über Stand-up-Comedy und die schreiben den Prozess. Und die anderen Komiker halten sich drin. Okay. Kannst du dir vorstellen, ein Jahr in Amerika aufzutreten? Fuck yeah, man. Dingen. Ja, ja. Das ist bestimmt dicker Spaß. Ja, das ist Ja. geil. Dicken Adrenalinrush. Dann nicht fixen. Ja. Ich kann nicht mehr. Das freut mich. War das Ding Spruch, ob der so am letzten was Lützeburg, Englisch oder Französisch? Du musst auf den 3 Spruch ist der Comedy. Englisch und Lützeburg. Okay. Ja, Englisch ist mein Mammespruch und Lützeburg ist mein Zweitspruch. Et c'est pour ça que le français, je le parle comme ça, naturellement. Et il faut que je fasse un effort pour le parler bien, quoi. Moi aussi. Quoi? 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 Und drum ist alles. Quoi pour les canards, hein? En fait. Wir machen als Show auf Französisch. Oui, oui. Avec la baguette, là. Ah, la baguette et le fromage. Un super chou. Ja, das ist auch spannend. Am Anfang war doch geil, als im Stand-up-Comedy ist, dass es kein so ein Alter gibt, wo du lo fertig hast. Weißt du, so bei Musikern hast du irgendwann so ein Ablaufdatum, so mit 30 irgendwann, weißt du, was nicht mehr junger, cool an ugesot. Aus Stand-up-Comedy habe ich oft gefühlt, wie was ich recht, was mir alle besser gehen. Oder? Ich fand noch, Geil? Stand-up-Comedy, du gehst kein Eintrittsalter, du kannst aufhängen, wie nicht du willst. Ja. Weil du schwätzt ja ganz oft über die persönlichen Erfahrungen. An einem 70-jährigen Erfahrungen, die sind, können witzig sein, wenn es richtig springt. Ne? Ja. Oder ich habe eine Midlife-Crisis. Ne? Oder der in ihrem Ja. Pampers. Also, Willst du eigentlich über den Midlife-Crisis schätzen? Ja, du du- hast schon ein paar Mal du erwähnt, rockst also. weißt du? Ah, ja, aber ich bin gerade am Gang, einen Sketch zu schaffen mit Midlife Crisis. Denn am Februar, den 2. Februar eigentlich, also, da ist am Altstadthaus eine Show auf Französisch. Und da machen ich natürlich 10 Minuten mit. Und da habe ich eben diesen Sketch Okay. über Midlife Crisis an TikTok. Und, ja. Ja, ist gut.
Dafür ist das ein bisschen mehr Rezent im Kopf. Nicht, dass ich unbedingt weil drüber schwätze. Das ist einfach, ich schreibe im Moment viel drüber. Beschäftigt dich viel. Komm so, ja. Du sagst, du schreibst alltag 10 Sachen ab. Ich schreibe viel mehr. Also, ja, Ich schreibe, mein Bücher ist alltag 10 Sachen, ja. die ich witzig fand. Und die elaborieren ich. Zum Beispiel für Poetisch habe ich eine Satirzeitung gestartet. Also. Weil ich schreibe sowieso viel und dann kann ich die Sachen nur dran. Heißt der Luxemburg Chili. Okay. Und das wurde ich für Poetisch publiziert. Es gibt auch eine Facebook-Seite, eine Website und da mache ich Satir dran. Und das ist einfach natürlich, du weißt nicht, wo du feiert. Und das ist für mich einfach ein natürlich. Es sind 2 Leute, die sich gemeldet haben, die wollen mitschreiben. Gut. Ja, das ist interessant. Ne? Es gibt ja schon eine letzte Wurst. Ah, ja. Aber ja, und, Da. Okay. ja, mein ist der Luxemburg Chili und wie gesagt, das klassische Satire wie The Onion oder The Feierkrop. Ja, genau. Ja. Geil. Voilà. Und Ich muss ein bisschen, also ein bisschen so, was du am Anfang willst. ich exploriere ganz viel Comedy. Also ich lese alles, was ich in der Tent kriege, Biografien, Technik, Joke-Technik, Organisation, alles, was ich in der Tent kriege, lesen. Ich lese ganz viel, ganz schnell. Und ich schreibe noch ganz viel, ganz schnell. Okay. Das ist mein Stick. Und, aber wenn ihr es angefangen habt? als Sender? Ja, generell, wie ist das kommen? Wie was du so ab? Ja, geil, für was? Dein Baby los Stand-up-Comedy gestoßen. Ich immer fand, dass Stand-up-Komiker mehr ehrlich wären wie andere Leute, die an den Medien sagen. Sie wird Nachrichten oder Politiker, ganz besonders Politiker, die sind nicht ganz ehrlich. Nee. Und noch an den Nachrichten, Stand-up-Komiker, zum Beispiel den George Carlin, das war ein Dissident, die kritisieren Gesellschaft, die Leute, die Murch tun. Und das hat mich immer fasziniert, ne? Dass die Courage hatten, da auf die Bühne zu klammen und hier ehrliche Meinung zu sagen. Ne? Dass zum Beispiel ein Gemeng Scheiß wird, zum Beispiel. Das ist so. Hier nicht von Amerika geschwärzt, aber no, am kleinen Sinn. Ne? Ja. Geht es auch. Und das hat mich schon interessiert. Und dann für 2 Jahre oder so habe ich einen Schex kennengelernt. Und da war man in einer Konversation und da hat Madame gefragt, so, was kennst du? Da kennst du Mann, wenn du kannst mal Fanger knipsen. Und dann, sie was du willst. Und da war meine Antwort, ich wäre wahrscheinlich Stand-up-Komiker. Du hast mich voll an die Situation rangeschweißt und merkt, du musst Stand-up-Komiker gehen. Ne? Und du hast da gesehen, und ich habe eine Comedy-Show jetzt letztens fand, ich habe mich schon gemeldet und ich habe Madame invitiert. Ich war Deck 0, Madame ist schon los. Und da sind wir heim. Ja, ja. Madame. Ja, wir waren eigentlich nicht zusammen. Ne? Nicht, dass wir dann das Heilige gesagt haben, Sie sehen, wir waren zusammen. Ja, wir waren nie zusammen. Das hat nicht geklappt. Das nicht mehr, du wenn aber das Stand-up kommen. Fucking nee, ist viel besser wie ein Checks. Ja. Ah, viel besser. Ja. Ich ging, wenn ich mit wählen müsste, Stand-up-Comedy for the rest of my life oder ein Checks for the rest of my life, definitiv Stand-up-Comedy. Weil du mal der Fenster einer Checks. Bam! Das ist der Plan. Ja. Wie verrennt die Meinung? Ich stehe sonst selber. Gut. Witzig. Ja. Ja. Und du kannst den Grand Duc, oder wie? Was? Nee, wie kannst du da drauf? Den Ericology kennt den Grand Duc. Wie kennt den Grand Duc? Ich habe bei der Show gesagt, der kennt den Grand Duc. Den Bischof. Der Bischof. Ah, nee, nicht der Bischof, der Rapper, den Echten. Der Bazooka Bruce. Ja. Den hat ich so, oh, ich packe meinen Auto für einen Polle. Ja, das ist funny. Good comedy. Ja, aber nicht mehr. Digga, so authentisch. Schau das Bruce. Ja, so witzig. Ja, das ist echt cool. Ja, mehr effektiv. Nee, ich kann den Grand Duc nicht. Kannst du da? Ma, ich wollte froh. Völlig kennenlernen. Ja, das Ja, Ich vielleicht. denke an anderen Show. war seine französische Show. Hat er keine letzte beschwätzt? Ja, Französisch, ich muss mal Französisch. Wenn ihr nicht auf den Show könnt, dann kannst du noch auf den Podcast invitieren. Tipptopp, meine Stand. Gerne. Und vice versa, wenn ihr einen Podcast das einfach mehr bei dir. Voilà, Leve Grand Duc, j'invite dich herzlich. Attends, dans ta langue, je t'invite de venir sur le podcast ici et de venir voir notre show parce que ça va être la balle. Hein? So, was ist mal los, so geile Frage. Ja, ich meine, mir eigentlich dann.
Kommen wir zur Gölle froh. Ja, hast du Lust, also Audience eine Frage zu stellen? Ja, liebe Publikum, ich habe eine Gölle froh für euch. Und zwar, wenig habe ich meine erste Show von Luxemburg Laughing Out Loud organisiert. Quasi. Was ist denn Datum? Quasi. Voilà. Also, Okay. Jahr, Mond, Jahr, Mond, Tag. Okay. Stunde, Minute, Sekunde. Ja. Lieber treibst drin. Voilà. Das ist schlimm. Er ist nicht okay. Ich wüsste alle, ist nachher in einer Erfindungsphase. Ja, okay. Dann, das ist Was willst du da machen? Kannst du da einen Cachet? Olli, scheiß mal, wann schriftlichen de Kado. Schön haien, ja, gehen wir da. Ups, voilà. Ja, Chance. Schön hai ein T-Shirt an 2 Entreen für, wenn man eine Show mal, wo du bezahlen musst, dann kannst du gratis ran an schön ein LOL-T-Shirt für Fragen. Weil das ist der Menschen, den ich noch übrig habe. Und du hast mein LOL-Lama drauf, weil 2L Lama. Okay. Voilà. Das heißt, die kriegt dann ein T-Shirt, den er Schecks schenken könnt, wenn er keinen Schecks hat. Da könnt ihr ein Auto da waschen und 2 Entreen. Gut, merci. Voilà. Tipptopp. Okay. Willst du noch zum Aufschluss sagen? Ma vielmals merci, dass ihr mich invitiert habt. Merci auch. Es hat mir gut Spaß gemacht. Und Wir gesehen als merci. Danke auf den Und Show. dem Team natürlich auch. Ja, voll, merci Gruppetto. Merci Gruppetto. Followt alle guten Gölle froh auf YouTube und auf Instagram. Und natürlich Luxemburg Laughing Out Loud Facebook-Page. Plus mich als Komiker Salomon Carlos auf Facebook. Fucking freut mich. Und dann sieht er vielleicht witzig Sachen. Also ich habe einen TikTok angefangen mit... Mal gucken. Was schon. Okay, Maja, vielmals merci für die No-Lausterin. Wir sehen uns nächste Woche. bis dann. Ciao. Tschüss.